Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FC Bayern Taktikfuchs. Leute, wir schauen uns meine Aufstellung für das Spiel beim FC Heidenheim an und natürlich mein Ergebnistipp. Mein Tipp ist 0:3 für uns. Ja, nach dem letzten Spiel, wir schauen mal, ob wir die Müdigkeit, die mentale ein bisschen aus den Köpfen bekommen haben. Heidenheim ist natürlich gerade auch im Aufwind, ja. Sollte man jetzt auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wie immer gilt, der Gegner hat nichts zu verlieren, der spielt zu Hause. Aber ja, wir müssen jetzt einfach im letzten Spiel, diesen Jahr noch mal die PS auf den Rasen bekommen. Luis Diaz ist wieder dabei. Ich denke, das wird auf jeden Fall ein Faktor sein. Und von daher, Manuel Neuer ist nicht im Tor, könnte halt auch ein Faktor werden, dass wir vielleicht 'n Tacken sicherer stehen, das werden wir sehen. Und von daher, gehe ich vom klassischen 3:0 aus und gut ist, ja. Also nochmal, das ist dasselbe wie gegen Mainz. Ähm, Du bist der haushohe Favorit und du musst deine PS auf den Rasen bringen und dann ist auch alles gut. Tust du das natürlich nicht, bist du unkonzentriert, ja, machst du vorne die Dinger nicht, bist du hinten unkonzentriert, dann kann's natürlich wie gegen Mainz auch so ausgehen, ne? Oder schlimmer sogar. Das werden wir sehen. Gut, damit gehen wir mal rein. Ja, mir ist noch nichts bekannt. PK ist wie immer, wenn wir Sonntag spielen, erst morgen, obwohl ich gucke noch mal ganz schnell. Ja, noch nichts zu sehen, von daher gehe ich davon aus, dass sie auch erst wieder morgen ist. Gut, meine Aufstellung, ich habe es ja schon gesagt. Jo, Ulle. Obig ins Tor. Manuel Neuer ist ja eh angeschlagen, hat sich ja Muskelfaserriss zugezogen, also von daher. Obig in der Kiste und Ulle Nummer 2. Obig hätte sich so oder so verdient bei dem Spiel, schon im Spiel davor hätte er im Tor stehen sollen, meiner Meinung nach. Aber gut, so ist es. In Verteidigung, ähm, haben wir eigentlich die Qual der Wahl. Also Jonathan Tah ist für mich der Schlüsselfaktor diese Saison. Ich weiß, für viele ist es Upa, für mich ist es Jonathan Tah, der da die Führung übernommen hat in der Vierer-Abwehrreihe. Harmoniert super mit Opa. Opa hat natürlich auch einen Riesensprung gemacht. Bei Opa ist die Vertragssituation aber so, wie sie ist, ja, und von daher würde ich einfach mal Tah und Ito ausprobieren. Ja, haben wir noch nicht gesehen. Könnte, glaube ich, eine sehr, sehr gute Geschichte sein. Erst weil Ito auch 'n Linksfuß ist, kann er auf der linken Position spielen, hat 'n super Aufbauspiel. Hat's auch im letzten Spiel sehr, sehr gut gemacht, ja. Und ich kann mir schon vorstellen, dass 'n Ito da sehr, sehr gut reinpasst und reinwachsen kann, ja. Und das Ganze natürlich auch unabhängig von einem Upamecano, ja. Dass Opa natürlich diese Verhandlungsposition hat, die er grade hat, ist völlig legitim, gar kein Vorwurf an ihn. Dass er 'ne Ausstiegsklausel will, war auch klar. Ich denke, das ist auch der Knackpunkt gerade. Ist halt so, wenn man mit 'nem Spieler dieses Kalibers meint, man muss ins letzte Vertragsjahr gehen, dann muss man sich halt nicht wundern, dass der alle Karten auf der Hand hält, ne? Das nur mal am Rande. Gut, das wären meine beiden Start-Innenverteidiger. Ja, kommen wir zu den Außenverteidigern. Ich weiß nicht, was mit Sascha Boe ist. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der überhaupt noch zugegen ist. Ja, von daher für mich keine Option. Für mich ist auf der rechten Seite die einzig richtige Option Stani. Hat's im letzten Spiel auch ordentlich gemacht. Für mich gehört er auf die rechte Seite, kennt ihr, wisst ihr. Ähm, ja, als Notlösung würde ich noch Conny Leimer auf die linke Verteidigerposition stellen. Ich denke, Alfonso Davies ist bei weitem noch nicht so weit. Das hat man im letzten Spiel wohl auch noch mal gesehen. Ist aber auch völlig normal. Nach so einer Verletzung wird das auch noch ein bisschen dauern, bis er da mal wieder, ansatzweise auf dieses Leistungsniveau kommt, denke ich, ja. Aber wir werden's sehen in der Rückrunde. Gut, ich habe mal 'n Boe hier eingetragen als Ersatz für Stani. Ähm, Ansonsten, ihr wisst, Conny Leimer kann auf beiden Seiten spielen. Ito könnte als Linksverteidiger ran, wenn's sein müsste. etc., etc. Rafael Guerreiro wäre eigentlich auch noch 'n Linksverteidiger. Ähm, ja, hätte, Fahrradkette, wa? Gut, in der Zentrale.
Ja, das wird wieder eine Aufstellung werden, die wir natürlich so niemals sehen werden. Würde ich Pavlovic und Bischof stellen. Josh würde ich mal eine Pause gönnen, wird er natürlich nicht kriegen, ist das letzte Spiel, da wird natürlich alles auflaufen, was auflaufen soll, kann, muss. Ich würde mir die beiden aber gerne mal anschauen. Alternativen, ja, sollte klar sein, ne? Aber da ja schon Manuel Neuer nicht da ist, muss natürlich Joshua Kimmich, ist ja unser zweiter Kapitän, der muss ja dann auflaufen. Ich trage mal Goretzka ein. Goretzka bin ich sehr gespannt, wie es da weitergeht. Für mich, habe ich schon öfter gesagt, ist die Zukunft von Bayern nicht gegeben. Wenn er zur WM will, wird er den Verein verlassen im Winter. Ansonsten, vielleicht schreibt er die WM auch ab. Ja, wir werden es sehen. Gut, in der Offensive. Ja, Helby muss spielen. Helby ist heiß auf dem Torrekord von Levi in der Bundesliga. Ich bin sehr gespannt. Dann muss er jetzt noch mal liefern. Luis Diaz, ich denke, ja, da gibt es keine zwei Meinungen. Außerdem die Seite mit Diaz und Conny Leimer ist einfach brachial. Ja, also das ist ein Selbstläufer in meinen Augen. Ähm, Irgendeiner hat mir gesagt, Olise hätte eine kleine OP gehabt. I don't know, ich habe nichts gelesen in den News, von daher steht bei mir Michael in der Startelf und Lenny in der Mitte. Sollte Olise ausfallen, geht Karl nach rechts und Serge Gnabry rückt in die Mitte. Ja, kann ich hier auch schon mal einstellen, zack. Jackson ist ja eh nicht da, der müsste schon beim Afrika Cup sein, ist von daher eh keine Alternative. Von daher tragen wir hier immer noch Winston Mike ein. Gucken nochmal durch. Wir hätten ja natürlich noch Guerrero auf der 10er-Position als Alternative. Komm, dann mache ich das mal. So, ist ja eh alles sehr variabel da bei uns. Zack, dann haben wir alle Positionen bis auf Harry Kane doppelt besetzt. Ja, ich gucke nochmal durch, ob ich jemanden vergessen habe, aber eigentlich sollte das passen. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Musiala ist ja auch wieder auf dem Trainingsplatz. Auch da wird es in der Rückrunde vorwärts gehen. Wir werden sehen. Ja, das wäre meine Startaufstellung. Wovon gehe ich aus? Ich gehe von Opa und Tah in der Innenverteidigung aus, Dani und Conny. Wer weiß, vielleicht startet sogar schon Alphonso Davies. Der Kompanie ist da ja ein riesen Fanboy irgendwie. Werden wir mal sehen. In der Mittelfeldzentrale, ja. Vielleicht gibt er wieder Leon Goretzka den Vorzug, um den nochmal Spielzeit zu geben. Ich habe keine Ahnung. Weiß nicht, was er an Leon Goretzka gefressen hat. Ansonsten wird natürlich Kimmich in der Zentrale auflaufen, sehr wahrscheinlich mit Pavlo. Wenn nicht mit Pavlo, dann mit Goretzka. Tom Bischof, wenn er spielen darf, vielleicht auf einer Linksverteidigerposition, was eine Vollkatastrophe ist. Ich denke, um die Luis Diaz, Harry Kane, Michael Olise und Lennart Kahl kommt man nicht drum herum. Serge Gnabry ist da in der zweiten Reihe. Und ja, da stehen die Zeichen ja auch auf Vertragsverlängerung, wie überraschend. We will see. Darum soll es jetzt hier nicht gehen. Darüber quatschen wir gerne am Montag, 18 Uhr nochmal im letzten Stream dieses Jahr zum FC Bayern. Schaut also gerne auf Twitch vorbei. Ja, das wäre meine Startaufstellung und ich bin gespannt, wie sie am Ende aussieht. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße. Habt ein schönes Spiel, ein schönes Wochenende natürlich, ja. Haut rein. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.